Die letzte Woche sind ich auf dieser Platz op die effikaz an intelligent Äderweis ergangen, mit der de Jean-Claude Juncker seine Equipe für die Kommission aufgebaut hat. Diese Woche geht die nächste Etappe an, die von den Hearingen. Was ist das dann überhaupt, ein Hearing? Und für was soll das gut sein? Wenn zu Lützeburg eine Regierung aufgebaut wird, braucht auch kein Minister für in der Chambre ein Examen zu machen, ehe er seine Nomination kriegt. Für was geschieht das dann an Europa? Europa hat sich an Amerika inspiriert. Da geht der Minister, nachdem sie vom Präsident vorgeschlagen wurde, vom Kongress, das wäre zu Lützeburg Chamber oder an Europa das Europaparlament, ob Herz an Niere geprüft, ob er dann noch kapabel ist, seine Funktion auszuüben. Am Europaparlament dauerte so ein Hearing ein paar Stunden. Es geht froh ob froh zu allen Sujeten, die die Zuständigkeit vom betroffenen Kommissar angehen. Und da könnte es mal für, dass Deputierte der Meinung sind, der Kandidat wäre nicht geeignet. Was geschieht dann? Man hat ihn heimgeschickt. Als eine Regierung muss ein anderer Kandidat vorschlagen. Das schon ein paar Mal geschieht am Europaparlament. Lass mal gucken, ob das sämtlich vorgeschlagene Kandidaten den Examen packen oder ob es da geht, die durchfallen. Das Woche ist es also losgegangen mit den Hearingen. Der erste Kandidat war eine Kandidatin, die schwedische Politikerin Cecilia Malmström. Und da sind wir dann noch schon bei unserem Sujet, den aber stark diskutiert wurde an den letzten Wochen. Die weibliche Politiker an der Juncker-Kommission. Es war das als nächstes wie immer bei 27 Kandidaten, die die Regierungen vorgeschlagen hatten, waren just 4 Frauen dabei, 4 von 27. Aber sie sollen sich doch schummen, die Regierungschefs. Dabei gibt es doch an all Land eine grosse Zahl von kapablen Damen, die wissen können, nach politischer Erfahrung an die Kommission könnten abbringen. Jean-Claude Juncker hat sich gewehrt und hat bei den Regierungen mit der Faust auf den Tisch geschlagen, und finalement hatten sie lokrit seine Frauen. Kein 4, mehr 9 Frauen an seiner Equipe. Das ist ja schon leicht besser. Dann hat Jean-Claude Juncker Folgendes gemacht. Er hat den weiblichen Talenten an seiner Kommission wichtig Zuständigkeiten gegeben. Von 7 Vizepräsidentinnen sind 3 Frauen. Sie sind zuständig für wichtige Politikbereiche. Sie koordinieren die Außenpolitik, Energiepolitik und Budgetpolitik. Die anderen weiblichen Kommissäre haben auch wichtige Portefeuille gekriegt. Beschäftigungspolitik zusammen mit Berufsausbildung und Sozialem. Bannemat mit Industrie und kleiner Mittelbetrieben. Justiz und Konsumentenschutz. Den Development der Regionen. Konkurrenzrecht. Den internationalen Handel, also auch kommen es mit Amerika, Kanada, Japan und so weiter. Der Jean-Claude hat sein gemacht, für das politische Talent von den Frauen eine Chance kriegt, das an der Frau selber zu beweisen, dass das Vertrauen auch gerechtfertigt ist. Ich persönlich zweifle gar nicht daran, dass die Damen einen ganz guten Job werden machen.